Hey Jungs, was läuft? Ich wollte heute eigentlich gar kein Video machen, aber ich habe gefunden, komm, ein paar geile Pokémon-Sachen sind gekommen und ich wollte sie unbedingt vorzeigen, weil eine von diesen Boxen will ich unbedingt heute aufmachen. Und die andere ist halt auch noch ziemlich cool, die zeige ich gerade jetzt geschwind, und zwar die da. Und zwar, das ist der BD, das Pokémon Sword, seine Karte, da mit Unterschrift und alles übergemacht. Das ist mega geil, das habe ich gekauft. Einer von den letzten verwünscht habe, krasserweise. Die sind jetzt komplett weg. Den kannst du nicht mehr kaufen. Es hat noch zwei alte gehabt, Hop und Marnie, und die sind glaub, viel beliebter als er gewesen, obwohl ich ihn eigentlich auch ziemlich cool finde. Und die sind mega teuer, wenn du sie nochmal rebuyen willst. Sagen, ja. Und das zweite ist ein ganz altes Tag-Team-Set aus Pokémon Sword and Shield ist das noch gewesen. Das sieht man leider nicht, aber so ein paar geile Karten drin und ich hoffe halt auf einen Gardevoir und Cillian Pool, da, die Alt Art, die da drin ist. Sorry, falls ich gerade einen blöden Cut gemacht habe, aber die Kamera ist fast umgekippt. Also nehmen wir das schön voraus und da ist es. Der Fluff, zum Ausgehen, als hätte es mehr drin, als was es eigentlich nicht hat. Und nehmen wir es voraus. Sehr viel Fluff. Holy shit. Ja, egal, sieht noch die Box wahrscheinlich schön aus. Ich lade das meiste wahrscheinlich noch drin. Also, wir haben die BD-Karte, ganz schön. Schnell, wie mache ich das? Oh, nein, oh wow, okay. Vivid Voltage Booster. Okay, dass es noch ein paar Boosters drin hat, habe ich jetzt nicht gesehen. 4 Boosters. Oder? Ja, 4. Cool, da schaut mal. Nicht schlecht. Noch ein paar Boosters sind nicht erwartet. Ich habe wirklich gemeint, dass du nur so den kleinen Dings bekommst, um ein paar Karten reinstecken. Wow, super geil. Das ist mir, ja, das habe ich jetzt mehr aus Collectors Reason gekauft. Ich glaube, das mache ich mal gar nicht auf. Das ist noch schön da rein. Der BD, wie er das in Dings bekommt. Wenn der nicht weiss, das ist so später, nachdem er da aus der Championship rausgekickt wurde. Und ja, schauen wir mal ganz schön. Machen wir noch kurz die 4 Packlist auf, die kleine, bevor ich auf den Big Boy gehe. So. Was ist das für eine überhaupt? Ich glaube, das ist so ein Base-Set, kann das sein? Dann haben wir noch den. Da rein könnte noch der Gardevoir vielleicht sein, wenn ich verdammt Glück habe. Und da noch ganz schön, vielleicht nehme ich noch den BD. Jesus Christ, was zum Fix gerade rausgeht. Ich nehme noch schon den BD raus, weil ich will ihm sowieso noch sleeven. Ich will ihn nicht da reinlassen. Ich will ihn gerade anschauen. Und nicht, bitte nicht Karten damagen. Plastik ist ein bisschen damaged, da außen dran, aber die Karte drinnen nicht. Das ist die Karte. Das ist übrigens auf der Karte drauf, das ist sozusagen wie seine Unterschrift im Game, wo er halt macht. So wie, die haben so spezielle League Cards, die sie machen, und die geben es an den Characters, zum Beispiel an dir. Oder, ganz geile Karte, tun ich schön sleeven nachher. Also machen wir mal geschwind die kleine Packlist auf, nicht lang rundum her schauen, weil ich will eigentlich gerne den anderen Big Boy da aufmachen, bevor ich da... Also, die japanische Packlist funktioniert anders. Da gibt es gar keine Codecard, 1 hindern, führen, 1, 2, 3, 4, nichts Spezielles. Das geht ziemlich... Jesus, fuck man, mir wird aber auch alles so. Tut mir leid, kurz einen kleinen Cut wahrscheinlich. Nein, mache ich nicht. So, ich weiß nicht, warum da alles am Umkippen ist. Wahrscheinlich, weil ich so sehr am Stressen bin. Machen wir den. Was ist das für einer, Mann? 7 Karten, haben wir das richtig gelesen? Nein, wahrscheinlich auch wieder voll. So, was für ein Set. Jesus, ja, das will eigentlich komplett zerstören. Schade. Nein, doch, 7 Karten. Scheiße, wie mache ich das? Na egal, komm, schauen wir mal. Fucking hell, ich sehe ja auch nicht. Lucario. Cheese, Käse. Fuck, das ist etwas Gutes drin, ich habe es gerade gesehen. Das ist das Set, das ist doch... Welches Set ist das, Mann? Oh, ein V. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ehrlich gesagt sagen, aus diesen kleinen einzelnen Packs, dass ein V rauskommt. Okay, nicht schlecht. Kann mich wirklich beklagen, sehr nice. Ich weiß halt nicht, aus welchem Set... Sorry für die Hand. Aus welchem Set er ist. 7 Karten aber. Jesus Christ, keine Ahnung. Von welchem Set ist das, Mann, Alter? Ist das der? Nein, die Pokégeeks sind glaube ich anders. Ich meine, das ist vielleicht ein japanisches Set da, aber ich habe in dem Fall recht, 3 führen. Okay, ja.
Wir fangen der da als nächstes. Ich weiß, das vielleicht zum Schluss, aber wie du wollt hast, vielleicht bekomme ich nochmal Fat Pikachu, eine japanische Version, wer weiß. Ich glaube, der ist eben nicht garantiert sein. Es ist zwar ein bisschen teurer, aber das, ich glaube, es sind wieder 5 drin. Okay. Nicht. Rainbow Rare Pikachu, vielleicht, maybe. Nein, so. Duskull, Wailord, Macho. Oh, nice. Wie? Okay. Nicht das, was ich gerne hätte, aber hey, 100 Karten hat das Set. Okay. Für ein japanisches Set hat das sehr viel drin. Krass. Hey, look, Glurak. Ich muss das jetzt sagen, ich finde japanische Packs sind so geil aus allen. Holy shit, alles. Weitaus kleiner. Die haben. Ganz kurz. So. Da können wir mal schauen. So sieht es aus, wenn du es aufmachst. Machst das Teil halt auf, so dass es halt schön wie ein Display tust. Aber wir machen das nicht. Und oh, Baby. Da drinnen sind 30 Boosters mit jeweils 5 Karten drin. Ein englischer Booster hat meistens 36 drin, sind 10 Karten drin und du hast jedes Booster ein garantierter Reverse drin. Da hast du nicht garantiert drin pro Pack. Natürlich, eine grosse Box gibt dir natürlich schon ein paar garantierte Sachen. Ich weiß auch nicht, ob es einen garantierten Secret Rare oder sonst irgendetwas gibt, aber hast auch garantiert Zeugs drin. Warte mal schon. Es hat auch so ein freshly open pack Geruch da drin. Interessant. Also, ich mache das schon ready. Also, fangen wir gerade an. Kein grosses Drum und Dran. Gehen wir gerade rein. Ich habe leider nicht gemischt. Das heisst, ich weiß nicht, ob es irgendwie Seiden sind speziell, aber machen wir einfach auf. Gehen wir mal rein. Und ich bin so hype, japanische Packs endlich mal aufmachen. Schau, wie geil die aussehen. Einfach der Rücken von denen sieht schon ein bisschen besser aus, finde ich, als die, die englische Sets. Man, habe ich gerade englische Karte da? Da schaut der Unterschied an, man, Alter. Holy shit, man, Alter. Obwohl ich sage, die haben Oldschool, obwohl es hat noch viel ältere. Ich meine, Dings kennt sie sicher, wo hat sie sicher mal gesehen, Horus. Ich glaube, ich habe eins. Okay. Oh, geile Pikachu Art. Cool, Dori, Tentacle und nice, schon mal ein Foil angefangen. Togekiss ist das, genau. Cool. Also, nice, grosses Drum und Her. Ich werde wahrscheinlich mehr Cuts dazwischen machen, dass nicht so viel Zeit verloren geht, weil ich jetzt nicht da das Video so lange bearbeiten müssen, dass ich einfach noch schön nur pop mache und dann, wenn ich in der Hand habe, einfach die nächste in der Hand wahrscheinlich machen. So, ab jetzt. So. Okay, eins, da, nicht. So, also ich nicht so viel reden, aber ich fühle mich jetzt wirklich, wie schon gesagt, heute war Arbeitstag, mühsam, gerade noch frisch trainiert, deswegen ist Raichu. Deswegen bin ich jetzt nicht gerade so fit, um jetzt groß zu reden. Oh! Okay, gut, ich kann schon sagen, nice, Alter. Wow, okay, wir haben das Cover, die Coverviecher, also die auf der Box sind bekommen, als Tag Team. Wow, sehr, sehr schöne Karte. Okay, nicht schlecht, Alter. Das ist aber kein Secret Rare oder so, weil ja stimmt, der andere, wo ich droppen ist ein Secret Rare, deswegen schauen wir mal, aber, Alter, wow, Alter, die Karte ist sehr schön, Alter, nicht schlecht, Alter. Also gehen wir gerade beim nächsten Pack drin. Kein grosses Tohuwabohu. Wie schon gesagt, nicht so viel Zeit aufbringen. Oh, kein Damage bitte. Dann ist es nicht so sehr stressen, frage ich. Shark, Bug, Fisch. Kann ich vergessen. Ninja. Nächste Pack. So, frisch. Kann ich vergessen. Oh, nice Foil. Es hat so ölig. Das hat sich so Öl über die Karte geschüttet, man. Alter. Sehr, sehr, sehr Delikatesse. Sofort zum nächsten Pack.
So, ja, das ist richtig. Ratata. Vergessen. Togepi. Lickety Licky Boy. Ab zum nächsten Pack. So, eins hindern. Zurück. Nochmal ölbeschmierte Karte. Ich muss sagen, ich bin froh, die Karte fühlt sich richtig nice an, die japanische. Ich habe ein paar Leute sagen, die sind nicht so gut gewesen. Wahrscheinlich, weil vielleicht haben sie angefangen mal nicht so dermaßen gute machen. Und jetzt sind sie viel besser, wer weiß. Schön hindern. Wieder der geile Pikachu. Was ist das eigentlich für eine? Common. Was auch immer. Ich bin wahrscheinlich die Karte nicht so gut vor eurem Hand. Sorry Jungs, aber wie schon gesagt, ich bin nicht zu müde. Das ist ein Ultra Rare. Ich glaube nicht Ultra Rare, fuck off, Alter, wenn das Ultra Rare ist. Ganz groß. Einfach schnell. Ich glaube, ich mache noch wieder so eine geile Schnellrunde, Jungs. Vielleicht noch zwei Karten machen und dann mache ich hätte mal wieder Bock auf eine Schnellrunde. Ihr wisst ja, was ich meine. Einfach ein paar nice. Dedenne, genau. Sehr herzige Karte. Okay, es glänzt immer ein bisschen. Okay, ist okay, ja. Nichts Spektakuläres halt, aber nicht so sagen, GX, das war noch vor Weiss gewesen. Wie schon gesagt, das war noch Sonne und Mond gewesen. Zu dieser Zeit hat es noch gar kein Weiss gehabt. Sehr herzige Karte, finde ich cool. So Jungs, machen wir noch schön einen auf und dann mache ich einen Quick Round. Mit 5 Packlis. Damit wir schneller durchkommen. Ja genau. Und Greninja, also unser Ölfoil. Nein, nicht so viel Öl drauf geschmiert wie die andere Karte, sehe ich gerade. Ein bisschen an der Seite und auf der Karte selber, vielleicht sehen wir es ganz wenig. Auf links und rechts auf seine Hände da, die komische Sachen. Also, wie schon gesagt, ich mache mich ready, ich mache 5 Karten ready und dann gehen wir sie schön durch. Also gehen wir für den Anfang die billige Karte durch, schauen wir mal, da haben wir noch nicht gehabt. Rattata, das 4, Knospel, irgendein Amulett, habe ich den Namen vergessen, weiß ich nicht, irgendein Frosch, Teleskop, Rattata, Gengar, das ist eine Trainerkarte, das 4, ein Käfer, Rattata, das 4. Das ist aus dem Original, ich habe jetzt den Namen vergessen, mit Goldini, das ist die Weiterentwicklung. Licker, ich weiß doch nicht mal. Ninja. Das ist Goldini. Den habe ich auch Namen vergessen. Das ist auch der Licker Boy. Also, das sind die billige gewesen. Schön umdrehen und den Rest nicht schauen, ich habe es fast gesehen. Also, machen wir uns ready. Hoffen wir auf etwas Gutes. Okay, die erste ist scheiße. Nicht. Kein Foil, gar nicht. Okay, ein Foil von dem Viech, was immer das ist. Schön. Licky, glaube ich, das ist Licky Boy, der Thick Boy da. Der, okay, easy. Nicht spektakuläres, aber auch gut. Und die letzte. Nicht. Was für ein scheiß Quick Round das war. Nein, da. Oh wow, really? Ich habe gerade gemeint, Alter, ich habe irgendwie eine Karte verpasst. Ich habe in dem Fall 6 aus gezogen. Ja, egal. Damn, Bro, ist das wirklich unser Glück gewesen? Einfach am Anfang. Wann auf der Faggot. Die eine gute Karte. Ja klar, okay, wir haben 2 Weiss nochmal gehabt. Ja, die gut gewesen sind. Ja, okay, einfach gewesen sind. Haben wir wirklich jetzt Pech und bekommen nichts mehr, Alter. Ich hoffe noch ein Secret Rare. Ich weiß auch nicht, ob das ist, glaube ich, schon das Ding ist seit damals. Oh, wow, okay, der Secret Rare ist er. Ja, okay. Okay, er sieht wirklich geil aus. Das ist aus dem Original. Ich würde jetzt nicht der Typ sagen, er sieht gay aus oder so, Alter. Wie schon gesagt, ich bin nach der Alt Art hinterher für Gardevoir und Felinara, Sylveon, sorry, ich kann jetzt halt beide, oder Nymphia. Aber wow, der sieht geil aus. Ich kann einfach denken, Full Art, aber wow, nicht schlecht, Alter. Okay. Die Full Arts sind immer so genial, Alter. Ohne Scheiß, man. Ich finde sie so geil, Alter. Der wird gerade gesleeved und wir machen weiter. So, gehen wir gerade rein. Brass. Das ist es leider gewesen. Das heisst, der Pack wird leider nichts mehr Spezielles haben. Vielleicht eine normale Gardevoir Sylveon Karte, aber ich glaube, außerhalb von denen
wird nichts mit ihnen sein. Ich weiß, ich habe gehört, dass es ab und zu passiert, dass zweimal Secret Rares in einer Packung sind, aber ich glaube eher wenig jetzt momentan. Sorry Jungs, wie schon gesagt, ich bin müde. Es ist erst Mittwoch, das heisst, ja, Mitte der Woche ist immerhin noch schön etwas Gutes. Und Pokémon-Kärtchen aufmachen macht immer so Spaß, Alter. Holy shit, man, Alter. Es ist immer der Hype dahinter, was du als nächstes pullen wirst. Etwas Gutes, etwas Schlechtes. Ich meine, das Gute ist, das wirklich Gute an japanischen Packs ist, die sind nicht teuer. Die sind wirklich nur so in Franken umberechnet, sind es etwa 40 Stutz. Also wirklich gar nicht so viel. Also wenn du eigentlich bedenkst, wie viel für da ein ganzes Ding zahlst hier bei uns im englischen Markt, deutschen Markt, allgemein einfach außerhalb Japan. Ninja Cap, that boy. Ah, das sind die Dings aus dem Team Skull, haben sie glaube ich geheißen, Sonne und Mond. Sind ziemlich coole Characters, ein paar von den besseren Bösewichten aus dem Pokémon-Universum zu dieser Zeit. Die sind einfach eher lustig gewesen. Ich glaube, ohne Scheiß, Sword and Shield hat gar keine richtige Bösewicht gehabt. Sword and Shield hat Team Yell gehabt, ja, aber die sind, wenn du es wirklich bis zum Schluss spielst, du merkst, ja, die sind eigentlich gar nicht böse oder so wie eine Scheiße. Das ist mega bizarr, Alter. Der Böse im Game ist predictable, sagen wir es mal so. Es ist nicht irgendwie, dass du denkst, voll unpredictable Bösewicht. Aber halt, ja, so, weißt du, fast jedes Mal hat ja so etwas wie Team Rocket oder halt, Team Rocket, glaube ich, haben Gold und Silber, weiß ich gar nicht mehr. Und dann hast du halt so etwas wie Team Skull gehabt, oder halt so eine ganz bizarre, böse Organisation gehabt, aus dem Schwarz und Weiß. Nice. Aber ja, wir müssen für Päckchen machen wir noch geschwind noch, sind das noch 6, 7? Und morgen bin ich dann fitter, dann machen wir noch die andere Pack auf. Also nicht von denen, dann mache ich wahrscheinlich noch heute alleine auf Off-Camera. Und schicke ich euch vielleicht noch auf WhatsApp, was war. Aber ansonsten... Licky, der da, Ninja. Der ist wirklich geil, der Full Art von ihm. Ich kann es nicht erwarten, dass der so gut aussieht. Also, dann haben wir viel. Dann haben wir hinter uns. Das sind die BD-Packs. So. Morgen habe ich mir dann auch mehr Zeit für den anderen Pack, weil da bin ich einfach ein bisschen am Rushen. Ich bin schon gesagt, ich bin müde, aber ich will unbedingt einen vor der Kamera aufmachen. Oh, ein GX. Das ist die Weiterentwicklung von dem kleinen Käferli. Ich habe voll vergessen, der ist ein Gen 1, deswegen kann ich mich an dem noch erinnern, aber dass er zu dem wird, komplett vergessen. Ich glaube, das ist eine Motte. Ja, machen wir noch weiter. Schade, ein Tag Team und ist Drop da. Das ist ein Tag Team Pack und wir haben nur ein Tag Team Drop. Nein. Fuck, ich habe es gerade falsch gemacht, gell? Ja, warte schon. Sorry für den scheiß Pull, aber ich habe gerade über den Gedanken gesehen. Scheiße, dass wir nur einen Tag Team Pull haben. Ich weiß nicht, wie viel das hat, ob das mehrere hat oder wirklich nur 2. Ist eigentlich schade, wenn es wirklich nur 2 hätte. Ja. Oh shit, Jungs, das Tour ist angegangen. Vielleicht heisst das etwas Gutes. Ein Phänomen, dass jetzt ein Tag rauskommt. Nicht. 2 letzte Packs, Jungs. 2 letzte Packs. Hoffen wir noch auf etwas Gutes. Ninja wieder. So, Jungs. Der letzte Pack. Hoffen wir auf etwas Gutes. Ihr zwei Michis da, betet für mich, Alter. Ich würde euch gerne sehen als Alt Art. Oder ich chopiere euch eins. Ich weiß auch nicht. Sehr nice zum Aufmachen. Also, gehen wir hier langsam den ersten Pack durch. Hoffen wir auf etwas Gutes. Schön hindern, schön zu, umdrehen, heben und Cappy vom Ninja. Whopper, ich weiß es nicht. Ratata. Weiterentwicklung von Togepi und die vor Togekis. Okay. Nicht. Hey, merci fürs Schauen, gell? Tschüss, Jungs. Wir hören sich morgen wahrscheinlich, also, ja, morgen fürs nächste Video, das ich dann mache. Tschüss!